Alle reden, keiner sagt doch jetzt. Sagt denen mal, jetzt redet mir. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jetzt redet mir mit niemand Geringerem denn. Bevor ich jetzt meinen Gast vorstelle, habe ich gemeinsam mit ChatGPT eine Begrüßung geschrieben und die würde ich euch jetzt gerne vortragen und auch dir. Willkommen zurück bei Jetzt redet mir, dem Podcast, wo nicht nur geredet, sondern auch gefühlt, gestritten und manchmal einfach mal Klartext gesprochen wird. Und heute wird's laut, ehrlich und vielleicht auch ein bisschen gefährlich. Denn sie ist da. Die Frau, bei der Kommentarfelder brennen, Dschungeltiere sich freiwillig verabschieden und bei der selbst das Sommerhaus ein Wintereinbruch war. Elena Miras. Soll ich so Applaus so da reinblenden? Sie ist Reality-Star, Vollzeit-Mama, Teilzeit-Shitstorm-Magnet und trotzdem oder gerade deswegen einer der authentischsten Frauen im deutschen Fernsehen. Bei ihr gibt es kein Skript, kein ich sag das mal netter, sondern einfach Emotion pur. Direkt ins Gesicht, wie ein Espresso ohne Zucker. Und wer denkt, sie sei nur laut, der hat ihr nie zugehört, wenn sie leiser wurde. Heute reden wir nicht nur über Trash, sondern über Tiefgang, Fame, Family und vielleicht sogar ein bisschen Frieden. Also alle Handys auf lautlos, Meinungen bitte kurz mal parken, denn jetzt redet Elena Miras. Findest du? Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Das war mal ein Einstieg. Das war mal ein Einstieg. Ey, das ist auch ein bisschen komisch für uns, weil Elena und ich kennen uns schon seit 2014, 2014, 13 Jahre. 13 Jahre. Und das Komische ist, Ups, 11. ja, 12 Jahre. 11, 12 Jahre, ihr Mathe-Genies. Und ich bin in Deutschland geboren und kam dann in die Schweiz und habe immer Hochdeutsch gesprochen. So, oder? Und jetzt hat sich das gewendet. Jetzt redet Elena Hochdeutsch und ich habe mich ans Schweizerdeutsch angepasst. Ja. Und heute ist Premiere, weil wir reden zum ersten Mal Hochdeutsch miteinander. Stimmt. Oder? Ja, ist so. Und? Wie fühlt es sich an? Wie fühlst du dich? Ich fühle mich aktuell noch gut. Sehr schön, sehr schön. Und freue mich. Sehr schön. Sehr. Endlich mal jemand, der mich kennt, was über mich sagen kann. Ja, genau. Es wird kein Interviewformat, es wird, also natürlich habe ich Fragen im Kopf, Elena kann auch fragen, es wird einfach im Podcast, wie sagt man, Rahmen und nicht so das typische Interview, Frage, Antwort, Frage, Antwort, Frage, Antwort. Damit wir mal in den Podcast reinkommen, habe ich ja so Karteikarten hier. Hast du das mal gesehen? Okay. Das heißt, we are not really strangers, okay? Und es gibt 3 verschiedene Stufen und jede Zahl geht immer tiefer, also so in die Materie. Und jetzt kannst du eine Frage ziehen, die mir stellen, ich beantworte sie dir und ich ziehe eine und stelle sie dir. Okay. Ich wäre aber super beleidigt, wenn du jetzt nicht Nummer 3 nehmen würdest, weil ich glaube, wir kennen uns schon genug lang. Alle unsere Freunde, die jetzt schauen und denken, Alter, die redet einfach einfach Hochdeutsch. Es wird so komisch. Geil, aber geil. Wir mögen die Herausforderung. Und jetzt muss ich ja noch Englisch reden. Wie ist dein Englisch? Very good. This is nice. And this is good. Okay. Möchtest du anfangen? Soll ich anfangen? Fang an. Also, wie tut jemand deine Vulnerabilität erreichen, also deine Verletzlichkeit? Glaubst du, ich habe sie erlangt bei dir so? Wie könnte ich mehr von deiner Verletzlichkeit erfahren? Ich glaube auch, oder allgemein. Ach so, boah, sehr schwer bei mir. Ja. Ich glaube, so die Ängsten oder denen ich vertraue, so die kommen an mich ran. Du bist jetzt eine Person davon, aber sonst unmöglich. Also das ist sehr, sehr schwer. Okay. Aber mein Vertrauensbasis muss ja dann
sehr stabil sein Ja. mit dir, damit ich mich öffne und dir alles erzählen kann. Genau, genau. Dadurch, dass ich auch in der Öffentlichkeit stehe, ist das nicht immer so einfach, wem vertraue ich, wem nicht. Und deswegen ist das alles noch so, meine engsten Freunde wissen Okay. alles von mir. Also so die Mauern sind hochgezogen Ja. durch das ganze Reality-Fernsehen, noch höher, weil man natürlich auch Angst hat, Leute zu treffen, die es nicht ernst meinen, die das ausnutzen wollen. Genau, man Oder weiß so. nie, welche Intention haben die Leute, was wollen die genau, wollen die dich kennenlernen, wollen die diesen Fame, Ja. ja, deswegen. Und diese Jahre haben mir gezeigt, dass die Leute immer dann zurückkommen, wenn man gerade Fame hat. Und Okay. deswegen habe ich dann bemerkt, irgendwann so, man muss vorsichtig sein. Okay. Krass. Und das Schlimmste ist ja, man wird immer enttäuscht von den Leuten, die einem nahestehen und die alles wissen. Das sind ja dann immer die Schlimmsten. Habe ich auch schon Erfahrungen damit gemacht. Deswegen ist mein Kreis jetzt so klein geworden, aber ich weiß genau, die Leute, die da drin sind, bei dem kann ich alles sagen, alles erzählen. Die würden niemals was sagen, was Okay. mich irgendwie verletzen würde oder mir nicht gut tun würde. Aber hast du das schon davor gehabt, also wo du so gedacht hast, okay, ich glaube, jetzt habe ich den engsten Kreis und dann wurdest du nochmal enttäuscht? Ja. Ja? Also ich muss sagen, ich dachte, ich habe meinen engsten Kreis ungefähr vor 8 Jahren hatte ich so meine engsten Leute. Aber dann durch diese Geschichte, ich bin ins TV gekommen, hat sich alles nochmal verändert. Okay. Dann bin ich auch Mutter geworden, dann verändert sich das auch nochmal. Und jetzt kann ich sagen, so die jetzt drin sind, die bleiben. Und das sind die, die an deinem Geburtstag da waren? Genau, kann alle, man die sagen. an meinem Geburtstag dabei Okay. waren. Ja. Recht verkleinert, finde ich aber gut, weil ich finde, man sagt ja auch lieber paar wenig. Genau. Ja, Qualität als Quantität. Qualität über Quantität, genau. You got it. Ich Also, muss mich noch ein bisschen gewöhnen an das. cut. Was ist die Frage? Welche Antwort? Welche Antwort von dir hat mich aufleuchten lassen, aufhellen lassen? Mein ganzes Leben lang oder nur jetzt? Ja, so Also ich glaube, immer. die Frage stellst du ja mir, Ja, genau, oder? deswegen. Stell sie dir. Welche Hakan. Antwort? Ey, ich will jetzt gar nicht so fest ins Detail gehen, weil ich finde auch, es hat so privat und Dings. Aber wir haben die letzten Male viel telefoniert und haben uns auch so ausgekotzt. Ich über meine Probleme, du über deine Probleme. Und was du mir so erzählt hast, finde ich schon erschreckend. Wie soll ich sagen? Also mega stark, dass du paar Mal, obwohl du im Recht bist, nicht die Fresse aufmachst. Einfach, sei das jetzt deinem Kind zulieb, anderen Leuten zulieb und schluckst, weil früher hätte ich dich nicht so eingeschätzt. Also ist Elena... Nein, das steht nicht. Das war das, die ich fragen will, Spoiler. Weißt. Ja, nein. Ja, bei dem würde ich bleiben. Das war krass, sage ich mal. Und eben, man muss jetzt nicht ins Detail gehen, man muss ja nicht genau. Seelenstriptease Ist so. machen. Ist ein Podcast, wo man tiefgründiger redet, aber eben. Ja, ich glaube schon, dass ich so bin, dass ich schon viel schlucke, bevor ich überhaupt reagiere. Obwohl man nur diese Elena kennt, die sofort explodiert. Aber da darf man nicht vergessen, wenn ich in einem Format bin, bin ich ja eingeschlossen. Ja. Stell dir vor, du bist 2 Wochen in einem Raum drin mit Leuten, die du nicht magst. Dann automatisch hast du gar keine Nerven mehr irgendwann. Ja. Das würde aber privat niemals passieren, weil ich privat die Leute mir aussuche, mit Genau. denen ich bin. Genau. Und das vergessen die Leute. Deswegen im Privaten muss ich schon sagen, so, man kann mir schon vieles antun, bis ich dann irgendwann reagiere. Okay. So, dass ich schon sehr schlucke, aber irgendwann kommt der Punkt, wo ich auch sage, so, jetzt wurde genug gespielt. Ja, jetzt reicht's. Genau, jetzt bin ich genau so, wie ihr alle sagt. Das ist spannend, weil es ist ja schon so, wenn man dich kennt als Privatperson, du bist auch nicht, also wir gehen jetzt zum Beispiel raus, es sind mega viele Leute da, du magst das gar nicht. Also du bist gern eigentlich in dem Kern vom Freundeskreis, wo du kennst, und dann bist du auch die Elena, die wir kennen, oder? Laut und Lachen und Spaß und wir rasten auch mal zusammen aus. Ich meine, wir haben ein ähnliches Temperament, würde ich sagen. Und voll der Hänger, Alter. Ich bin vorher einfach Spaß. So, ey, ich bin voll los. Jetzt bin ich out.
Ich habe sonst genug Material, wenn es mal langweilig ist, ist nicht schon. Ja, genau. Oh mein Gott. Oder was haben wir geredet? Okay. Nein, eben. Ich glaube, ich lade das Video drin, aber immer wenn man so lacht oder nicht über das redet, tue ich einfach Musik einspielen. Und dann denke ich so, die Wichser, was reden die eigentlich? Okay, wir sind zurück. Wir waren da, dass man, wenn man als Zuschauer dich beobachtet und du das jetzt sagst, eben, du bist 2 Wochen in Quarantäne sozusagen mit Leuten, die du nicht magst und du musst klarkommen, plus hält dir jemand immer die Linse in die Fresse, Genau. oder? Und die private Elena wird aus diesem Raum in den ersten 2 Minuten ja schon wieder rausgehen. Genau, ich würde das nicht mal betreten, wenn ich schon den Raum sehe. Genau. Genau, und das wissen viele nicht. Und wenn man da gefangen ist, und ich bin meistens die Person, die angegriffen wird. Aus Prinzip. Also viele Leute mögen mich ja nicht und das bekomme ich ja zu spüren. Und ich gebe dann einfach zurück, weil ich lasse mir nichts gefallen. Genau. Aber das hat ja nichts damit zu tun, dass ich privat oder sonst auch so reagieren würde. Ja, genau. Ja, das verstehen aber die Leute gar nicht. Wie gehst du damit um? Ich sag jetzt mal, jetzt gehst du rein in die Show und dann, oder du bist irgendwo. Darfst du über den Ablauf erzählen, wie das abläuft so? Oder? Nee, meistens darf man gar nichts erzählen. Okay. Die Leute haben das noch nie gesehen, wie das abgeht, so eine Sendung, wie das überhaupt zustande kommt. Es ist ja meistens auch vieles dahinter, viel Arbeit, Mega, Organisation, Planung und ja, das sieht man halt nicht. Auf dich. Für alle, die sich fragen, warum lachen die so, es ist für uns wirklich nicht einfach, so im Hochdeutschen zu bleiben, weil davor waren wir jetzt in einer Bar und haben irgendwie 3 Stunden Schweizerdeutsch geredet und jetzt kommen wir hier rein und dann muss das auf einmal auf Hochdeutsch sitzen. gehen. Ist ein bisschen schwierig. Hätte ich nie gedacht, dass ich überhaupt mal Schweizerdeutsch reden werde. Ey, ja, das stimmt. Weil ich habe ihn kennengelernt, er konnte kein Wort Schweizerdeutsch und hat mir immer gesagt, ach, diese Sprache ist gar nicht schön, ich will das gar nicht lernen. Weißt du noch? Ja, genau. Oh Gott. Und jetzt? Und jetzt? Viel besser Schweizerdeutsch. Und Leute sagen sogar, dass wenn ich Hochdeutsch spreche, dass ich einen Schweizer Hast du auch, Akzent habe. hast du auch. Das hast du mir auch Ich glaube, gesagt. das ist sogar mehr als ich aktuell. Kann gut sein. Ja. Kann gut sein. Aber du redest echt gut. Ja, aber das nur von den Sendungen die ganze Zeit. Weil ich da bin, dann mein Instagram, deswegen. Ja. Aber sonst am Anfang war ja immer so. Am Anfang war... ich habe immer so Wörter gesagt, wo alle so, was hat sie gesagt? Ich so, okay. Was bedeutet das? Okay, also, du kommst in die Show rein und dann sind 20 Leute, die du nicht magst. So. Meistens beginnt ja eine Sendung so, dass man isoliert wird. Erstmal wird man eine Woche meistens in ein Hotel gebracht, wo man Handy schon wegbekommt und einfach mal nur eine Woche da ist, bis die Sendung losgeht. Hat natürlich auch viel damit zu tun, dass man probiert, die Leute schon in der Psyche ein bisschen zu treffen, dass man dann halt einfach erschöpft ist von dieser Einsamkeit. Ja, dass du so soziale Bedürfnisse entwickelst. Genau. Und dann geht's in die Sendung rein und ab da, also ab dem Tag, wo du das Handy abgibst und bis zu dem Tag, wo die Sendung losgeht, bist du nur mit dir alleine. Dann gehst du da rein, bist schon so ein bisschen keine Ahnung, bist schon angeschlagen, wie du da reingehst. Und dann kommen diese Probleme dazu und dann ist schnell halt leider. Würdest du dich aber beschreiben als jemand mit einer kurzen Zündschnur? Im TV ja, Ja. privat nein. Ja, okay. Ich würde eher sagen, dass ich die bin, im Privaten, die auch, wenn es mal eskaliert, ruhig bleiben kann. Ja. In dem Moment, wenn es drauf ankommt, bin ich sehr ruhig. Ja. Das ist so. So habe ich dich auch erlebt. Genau. So, ich kann auch laut, aber es braucht sehr viel, bis ich ausraste. Ich würde jetzt auch so meine engsten Freunde, ich habe mit denen noch nie gestritten. Ich glaube aber auch, ich sag mal so, also vielleicht täusche ich mich, aber meine Wahrnehmung ist so, bei deiner Familie, bei deinen engen Freunden bist du eigentlich nicht so. Ja. Aber bei Fremden oder welche, die dir ans Bein pissen wollen, aber keine Beziehung zu dir haben, dann rastest du aus. Genau, da ist es mir so wie, ja, weil ich habe halt, mein Denken ist, ich lebe mein Leben und Hakan, du kannst es bestätigen, mein Leben, ich interessiere mich nur für mein Leben. Ja, genau. Klar, meine Freunde sind mir auch wichtig, ich hoffe, allen geht's gut, die haben ein schönes Leben, wenn ich helfen kann, helfe ich. Aber mich interessiert ein anderes Leben nicht. Ja. Und deswegen kann ich ja nicht verstehen, wie die Leute so auf mein Leben gehen können,
die kennen mich ja gar nicht. So, wie kann euch das so interessieren? So, ich verstehe es nicht. Entspannt euch doch alle mal. Ja, voll. So, ich lasse jeden leben, so mach dein Leben, wie du willst. Ich habe gar nichts zu sagen. Und dann immer so den Gegenstoß zu bekommen, wo ich mir einfach denke, ich kann das nicht nachvollziehen, weil ich halt nicht so bin. Verletzt das dann in dem Moment? Und also keine Ahnung, wenn ich jetzt da drin wäre und irgendwelche Leute behaupten etwas über mich, ich glaube, ich würde genau gleich reagieren. Ja, ja. Also ich würde sagen, also wie sagt man das auf Deutsch? Wo ist die Eier dazu, das über mich zu sagen oder über mich zu denken? Und das Geile ist ja, die kommen ja nicht zu dir Nein, und sagen, hintenrum. hey Elena, Ja. ich finde so und so hast du nicht gut gemacht, sondern da Genau. kommst du in den Raum und dann ist ruhig. Genau, und das ist das, was triggert ich ja. jetzt auch bei Big Brother erlebt habe, weil als ich da rausgekommen bin, du weißt, wir haben telefoniert, Ja. ich war so schockiert von der Darstellung in dieser Sendung, weil, obwohl auch gewisse Sachen hat man richtig gezeigt, aber ich werde meistens beschuldigt, wenn ich mal was sage, weil die Leute das einfach nicht mögen, wenn ich was sage. Aber wenn andere Leute über mich was sagen die ganze Zeit, wie ich bin eine bösartige Person, an mir ist alles schlecht, alles negativ, bei denen wird das gefeiert, weil es gegen mich geht. Aber sobald ich dann das zurückgeben würde, was ich auch nicht mache, das müssen mal alle, dürfen das nicht vergessen. Bei Ja. Big Brother wurde ich sehr oft beschuldigt, was ich alles bin, und ich war immer ruhig. Bis heute habe ich nichts gesagt. Aber das ist schon so, wo man denkt, so, ja. Boah, ich hätte echt Mühe damit. Mhm. Ich hätte echt Mühe damit. Ich hatte anfangs mehr Mühe als jetzt, weil ich habe daraus gelernt. Ich bin so stark geworden dadurch. Aber doch, es gibt natürlich, wir sind alle Menschen. Ja, ist Wenn man klar. die ganze Zeit Sachen liest oder sieht oder hört, auch in einer Sendung die ganze Zeit, dann spürt man das auch irgendwo. Auch wenn man sagt, nee, das ist mir egal, das ignoriere ich, irgendwo Ja. ist es drin. Ja. Ja, das verletzt sich trotzdem. Also ich sage auch all den Leuten, hier waren ja auch ein paar Leute, mir erzählen so, die lesen alle Kommentare und so und dann sagen die so zum Beispiel auch, ja, nein, eigentlich verletzt mich das gar nicht. Bruder, das verletzt dich. Ja. Keiner möchte schlechte Sachen verstehst du? Ich sag dir mal, du hast einen guten Tag, bist am Handy, haha, grad gute Laune, deine Tochter hat keine Ahnung, ein neues Wort gelernt, weiß doch auch nicht. Und dann beleidigt jemand zutiefst, ja nicht mal nur dich, sondern noch dein Kind aufs Übelste und du denkst dir so, was habe ich diesem Menschen getan, dass du so verletzend werden kannst? Und anfangs ist es ja auch so, wenn man das bekommt, will man sich rechtfertigen. Anfangs war das so, ich habe alles probiert, irgendwie, ich will was dazu sagen, ich muss was dazu sagen. Ja, genau. Mittlerweile ist das so, ganz ehrlich, ihr kennt mich, die mir nahestehen, und das ist das Wichtigste. Genau, ja. Was alle anderen mittlerweile sagen oder was alle denken, was ich bin, wie ich bin, ob ich etwas zulasse oder nicht zulasse, das alles sind Spekulationen. Ja, genau. Ich kenne die Wahrheit und ich habe einmal meinen Mund aufgemacht, trotzdem haben mir nicht geglaubt. Und ich denke, ich rede einmal oder sag's einmal und jetzt scheiße ich drauf. So. Ja. Auf alles bezogen. So jede Situation. Es gibt Momente, wo man was dazu sagen muss, weil man halt auch in der Öffentlichkeit steht. Aber dann gibt es viele Dinge, die man einfach so Ja. redet. Ihr kennt mich ja nicht. Ihr kennt mich nicht, ich kenne nicht die Wahrheit. Und dann ist das doch die Befriedigung, dass ich ins Bett gehe und weiß, Elena, du hast alles richtig gemacht. Und die Leute haben ja, sobald mein Handy aus ist, wo sind die Leute? Ja, genau. Ist Stille hier. Ja, genau. Was hat dich dazu gebracht, diese Einstellung? Also sicher mit den Jahren wird man erfahrener. Gab es aber so einen Klickmoment, wo du dachtest so, okay, ich mache das nicht mehr? Boah, meinst du das TV so? Oder? Nee, so das Ach so, Zurückschreiben, immer ja. etwas zu sagen. Du sagst ja jetzt, früher hat dich das viel mehr gekratzt, Ja, als ja. es dich jetzt kratzt, oder? Gab es so einen Schlüsselmoment? Boah, ja, ich glaube, anfangs habe ich das gemacht bei Love Island noch. Dann kam Sommerhaus, da wurde ich auseinandergenommen. Ab da musste ich lernen, Elena, das sind Leute, die dich nicht kennen. Leute, die keine Ahnung von gar nichts haben, die bekommen einen Bruchteil gezeigt von 24 Stunden. Ja, wer daran glaubt, der ist irgendwo in einer Fantasiewelt. Und dann cuttet man das ab, wo man einfach sagt, so, weißt du was, jetzt ist einfach egal, was zählt, ist ja, was die Leute um mich herum denken. Wenn du jetzt denken würdest, boah, Elena, du bist eine schlechte Mutter, oder du mir das sagen würdest, dann würde ich mir Sorgen machen. Dann würde ich sagen, oh, der kennt mich. Genau. Aber die Leute, das ist ja...
bisschen ein Witz. Aber muss schon hartes Fell haben. Muss man, ja. Also extrem. Also ich glaube schon, ich kann jetzt sagen, eine andere Frau in meiner Position, die nicht so stabil ist, die nimmt es. Weil ich habe schon die schlimmsten Wellen erlebt, egal, sei es wegen den Streit mit meinem Ex oder wegen der Öffentlichkeit, wegen Sendungen. Und da muss man schon sagen, boah, ich glaube, einige Frauen hätten gesagt, ich habe keinen Bock mehr, ich kann nicht mehr. Ich war auch schon an dem Punkt wegen der Depression und dann ging es auch wieder bergauf. Aber ich bin so stark, mich kann man nicht vernichten. Unmöglich. Das ist ja mega schön, dass du so immer diese Säule in deinem Leben hast, das Verständnis über dich selbst, dass du weißt, es können schlechte Tage kommen, aber gebrochen werde ich Nein, nie. kann ich nicht. Bin zu stark dafür. Ja. Das Ja, weißt du. Ja, das weiß ich. Das weiß ich. Also und für alle, die jetzt vielleicht die Frage haben, oder ich dachte, vielleicht interessiert dich das auch. Ist Elena wirklich so, wie sie ist im Fernsehen? Oder spielt die uns was vor und ist gar nicht so? Ich würde sagen, du bist, also du bist so, was man über dich hört, im Sinne von, du bist laut, Ja. du hast Temperament, so. Aber du bist nicht so feindselig, wie du dargestellt wirst, weil das Emotionalsein, das Feuertemperament ist ja auch ein Vorteil, vor allem wenn du es gut mit den Menschen hast, oder? Ja, Weil wir ist so. leben alle davon, Genau, es ja, ist ja. lustig und Elena bringt Feuer rein und man hat immer was zu lachen. Also heute schon an der Bar, ich meine, die Leute haben uns schon schief angeschaut. Aber eben, wenn du es dann in die negative Seite, also auf die negative Seite ziehst oder dann immer stichelst oder so, kann es natürlich auch Ins sein. Negative. Ja, so. Und das, ich meine, alle, die denken, das, was im Fernsehen ist alles echt, die leben ja in einem Film. Also das ist ja alles gecuttet, bis es Ist geht nicht geschnitten, mehr. genau. Und jeder hat eine Rolle. Das darf man nie vergessen. So ein Sender macht ja nicht den Cast und denkt sich, ach ja, komm, der. Ein Sender erstellt ja einen Cast genauso, dass man sagt, okay, der bringt Spaß, der hat Feuer, der hat gar keinen Bock auf gar nichts. Ja. Die Konstellation bevor ein Cast erstellt wird, die ist schon so überdacht, dass man genau weiß, dass da geht was. Ja, Es ist schon gesteuert von ja, Anfang an. genau. Weil man weiß, die Charaktere, die passen nicht zueinander. Und das ist im Privaten ja nie so. Ja. Weil wir würden ja niemals, oder ich würde niemals mit jemandem sein, auf den ich keinen Bock habe. Wie du gesagt hast, ich würde niemals einen Raum betreten, wo ich 50 Leute sehe und ich habe schon auf 20 davon keinen Bock. Ja, Ich habe genau. meistens auf 49 davon keinen Ja, Bock. eben, genau. Und einen kannst du noch by the way, aushalten. So. Aber guck mal, jetzt zum Beispiel Big Brother war ja auch so ein Ding, das, was du jetzt sagst, die laden ja extra ein, Ja. dass es eskaliert, oder? Und es Eskapaden gibt und die Klickzahlen steigen. Genau. Ich meine, das ist ja normal. Also Absolut. kannst du denen auch nie nichts vorwerfen. Nein, ist ja ich ihr finde das Job. perfekt. Ist So. super gemacht. Aber dass die Zuschauer das nicht checken, weil ich meine, ich gucke alle deine Sendungen. Ist ja klar, wir gucken alle mit den Jungs zusammen. Und Big Brother ist ja so, die haben ja darauf gewartet und gestichelt, bis es mal eskaliert. Am Anfang warst du drin und du warst eher Und ich ruhig. war entspannt, ja. Und das hat denen nicht gefallen. Das hat denen nicht gefallen. Die dachten, warum zahlen wir denen alle Gage, wenn alle ja einfach nett sind entspannt sind. Und dann gießt man da was rein, dann gießt man da was rein, dann schneidet man da etwas zurecht und dann ist wieder Elena die Tyrann. Genau, ich war von Anfang an, das Lustige ist, ich habe das ja erst danach gesehen. Und ich habe ja schon gesehen, nach den ersten 5 Minuten, wo ich eingezogen bin, haben wir mir ja schon einen Teufel reingemacht. Ja, genau. Und das ist halt schon so, man hat mich schon in diese Richtung gesteuert, dass ich dagegen bin und all das. Aber was die Leute halt nicht wissen, es gab ja, das war nicht mein bester Auftritt, das war nicht mein bester Nein, Moment. war's nicht. Also ich war instabil, bin ich da reingegangen, das Genau. war ein bisschen mein Problem. Ja. Ich war immer noch angeschlagen, ich dachte, ich bin genug stark, um das auch zu bewältigen. Und dann noch mit dieser Hürde von dem Paar, was dabei war. Klar, ja. Und ich muss sagen, wäre ich stabiler da rein, wäre das vielleicht auch ein bisschen anders geworden. Aber die Konstellation, die war nicht gut, weil wir haben eine Vorgeschichte. Und die war die ganze Zeit auf meinem, hier Nacken, hinten, ja genau, auf dem Nacken. Und ich wusste, ich darf nicht reden, weil ich muss jemanden schützen. Ja, genau. Und irgendwann geht das einfach nicht mehr. Und wenn
Das Problem ist, bei Big Brother gab es so einen Moment, da wusste ich, okay, jetzt ist vorbei. Das war der Moment, wo ich das Problem hatte mit diesem jungen 16-Jährigen Ja, der. oder 17, ich weiß, oder 18. Keine Ahnung, aber ich mochte den Ach nicht. Gott, der schwachzahnig. Ich mochte Okay, auf jeden Fall er. Und da habe ich bemerkt, alle waren gegen den Hakan im Haus. Alle. Ich war die Einzige mit Cecilia zusammen, die den beschützt haben. Nee, komm, komm. Alle wollten den raushaben. Dann habe ich einmal mit ihm gestritten. Alle wollten ihn da haben, alle wollten mich raushaben. Ja, klar. So, die Leute gehen immer dagegen, mit wem ich bin. So, Ja. alle haben Cecilia gehasst, alle hassen mich. Aber was bringt das denen so? Ja, hasst mich. Also, ich sage euch eins, mein Erfolg geht weiter. Und Zahlen lügen nicht. Die Zahlen lügen Die nicht. Zahlen lügen nicht. Die Aber Quoten auch nicht. okay, krass, ne? Ja, die instrumentalisieren dann diese Person, um sich wie zu entladen über mich. den Frust, den die über dich haben, warum auch immer. Genau, und bei mir ist es meistens so, dass dann nicht eine Person gegen mich ist, sondern wie das im Haus passiert ist, plötzlich waren alle Helden, alle wollten ihn beschützen und alle Ja. waren seine Freunde und alle plötzlich gegen mich. Ja. So ist es dann immer eine Gruppe, die gegen mich geht. Ja, klar. Aber die verstehen nicht, egal ob 20 oder 15 oder 10 oder 8 oder 7 oder 2 oder eine Person, gegen mich geht, das geht nicht. Ich bin zu stark dafür. Auch wenn ich alle gegen mich hätte, was ich auch hatte, bevor ich dann raus bin, weil niemand hat mit mir gesprochen, die letzten 48 Stunden, wurde leider nicht gezeigt, aber kein Mensch hat mit mir geredet, alle haben mich ausgeschlossen und ja. Aber das ist doch auch, also sorry, das ist doch erstens mal menschenunwürdig. Also es gibt ja für mich persönlich nichts Schlimmeres, als in einem Raum zu sein, wo du weißt, du bist unerwünscht, die Leute mögen dich nicht. Boah, das ist ja Foltermethode. Also dann verprügelt mich lieber schnell Ist und dann so. ist mal der Frust in euch weg, anstatt dass ihr das mit mir macht. Und das wurde da gemacht und ich dachte immer noch, wisst ihr was, genau weil ihr das macht, bleibe ich bis zum Ende, Ja, damit ihr mein Gesicht sehen könnt. Und dann wurde ich halt anders aus dem Programm gezogen, weil es passt ja nicht, dass ich noch da bin für die Beendung der Sendung. Das war ja klar, wäre ich da gewesen, wäre die Sendung nicht so, ja, das wäre nicht passiert ja, alles. ja. Deswegen kann ich das auch verstehen, ich finde das auch gut, ich bin sehr dankbar, dass ich rausgezogen worden Ja. bin, weil gesundheitlich für mich hat das nur noch geschadet. Nein, es ging dir auch nicht gut. Ich Nein. meine, wir haben ja auch geschrieben Ja. und telefoniert danach und du hast selber auch gesagt, ey, ich habe mich übernommen, ich dachte, ich schaffe das. War wie für mich wie so eine Mutprobe, aber eben, manchmal muss man auch, wenn der Körper und der Geist sagt, ich brauche eine Pause, muss man das auch einfach Und man einhalten. muss es richtig machen. Ja. Ja, genau. Auf die schönen Worte. Ui. Wie fühlst du dich? Super und so. Super. Elena ist ein sehr hilfsbereiter Mensch, kann ich so von mir sagen. Ich habe damals mein Studium angefangen, 2014, also Hochfachschule. Und eben, was war da, EM oder WM? Ich glaube, ich weiß nicht mehr. Irgendwas war, auf jeden Fall Fußball. Ich glaube, EM kann schon EM, sein. kann, Ja, ja. 2014. Ja, 2014 war das. Und wir waren immer bei der Elena zu Hause. Ich bin ja voll rausgeschnitten. Egal. Wir waren immer bei der Elena zu Hause, haben Fußball geschaut, hatten es mega witzig. Wir haben immer grilliert Boah, ja. auf deinem Balkon. Und ich musste immer irgendwann nach Hause, weil ich gesagt habe, ey, ich habe morgen Prüfung. Oder? Und ich durfte es echt nicht verkacken. Ich weiß noch. Oder? Und dann hat Elena mir gesagt, bleib hier. Egal, wir haben dann alle so dort gepennt oder so irgendwann. Boah, das war immer so, mein Haus war gestapelt von Leuten. Ja, genau. Also, im Wohnzimmer war jemand, dann hast du im Schlafzimmer waren Leute, so, wir Genau. waren einfach alle voll. Jugendherberge. Und dann hat Elena gesagt, nein, ich will auch, dass du feierst, ich will auch, dass du Spaß hast. Morgen früh stehen wir auf und wir schreiben die Karteikärtchen zusammen. Ich habe gedacht, ja, jetzt, wenn man gerade so Dopaminschub hat, redet man viel. Und dann kam Elena, hat mich geweckt und hat gesagt, ey, wir müssen eine Karteikarten schreiben. Und das ist etwas, das ich niemals vergessen werde und wo mich auch immer so ein bisschen stört, wenn ich dich im Fernsehen sehe und man dich so wie als so die Böse, die keine Menschlichkeit in sich hat. Ich denke mir so, Alter, wenn ihr Elena wirklich kennen würdet, dann wird das gar nicht so dargestellt werden. Ja, ist so. Ich bin auch der hilfsbereiteste Mensch, den ich kenne. Ja. Von mir selber kann ich das sagen. Ja. Ich liebe es, Menschen zu helfen, die mir nahestehen, Genau. weil ich liebe es zu sehen, wie es einer anderen Person gut geht oder wie ich dich bereichern kann damit. So, Ja, aber geh mir nicht auf den Sack. genau. So. So ungefähr.
So, oder fahr mich nicht von der Seite an. Weißt, sag mir etwas ins Gesicht. Ich bin ja auch Genau, so. das ist es. Boah, Ja. Alter, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Leute hinter meinem Rücken reden, aber nicht die Eier haben, mir es ins Gesicht zu sagen. Genau, Sag's mir ins Gesicht, halt die Fresse. genau, ist Ganz so. einfach. Und ich denke mir das so oft in Sendungen, wenn ich sehe dann in den Interviews, was über mich gesagt wird und wie geheult und diese ganzen Schauspieler da draußen, das geht an alle euch. Ich kann das nicht. Ja. Das ist etwas, im Nachhinein denke ich mir so, warum habt ihr mir das nicht gezeigt? Einfach so, zeigt mir das oder sagt es mir. Sag doch. Und dann, das sind die Sachen, die mich aufregen. So, warum, wenn ich ein Problem habe, kann ich es dir ja sagen. Ob es dir passt oder nicht, oder ist ja dann dein Problem. Die Art und Weise, wie ich es dir sage, liegt bei mir, aber ob du das dann damit umgehen kannst oder nicht, du musst damit umgehen können, wenn du im TV bist. Aber sind im TV nicht eher die Leute, also ich reime mir das so zusammen und darum habe ich auch wie nicht verstanden, wo du gesagt hast, du gehst ins Fernsehen. Leute, die im Fernsehen sind, finde ich, Menschen, die Alles dafür tun. alles dafür tun oder auch eine Rolle spielen, die besser ankommt. Also so einfach fake, so einfach, mein Leben reicht mir nicht, ich werde nicht genug gesehen, also gehe ich jetzt ins Fernsehen, mache da irgendwie Schauspiel und alle mögen mich und dann bin ich auch mal jemand. Ja, also So. ich sag schon, dass es einzelne Personen gibt, wie mich zum Beispiel, die real sind. Also ich halte ja, oder ich rede jetzt einfach nur von mir. Ich bin ja privat, kennt man von mir gar nichts. Man weiß nur, Elena geht ins Format, da sieht man sie und danach ist so Elena weg davon. Ich mache das auch bewusst, weil ich bin auch bei dir, ich finde das alles fake. Ich finde es fake, wenn Leute extra zusammenkommen. Ich finde es fake, wenn sich Leute auf Insta 7 Stories machen, warum sie sich trennen oder was mit dem passiert. Einfach um den Leuten irgendwas zu vermitteln, damit die Leute sagen, oh nee, was ist passiert? Ich finde es fake, wenn jemand seine Hochzeit verkauft. Ich finde alles das, finde ich fake. Ich bin dagegen. Ich kann nicht dazu stehen, weil ich finde, man muss nicht alles machen, um bekannt zu werden. Ja, Oder auch genau. die Leute, die Schauspielern vor den TVs, man merkt das immer. Ich finde, ich merke das immer, wenn ich in der Sendung bin und ich weiß so, jemand ist so anders, so dieses Gespielte oder extra zu streiten. Ich könnte das nicht mal, weil mir brudelt es einfach automatisch, weil die Leute mich so abfacken da. Aber genau deswegen, weil ich auch denke so, das ist so eine Fake-Welt. Ich bin so froh, ich mache meine Sendungen und dann sage ich Tschüss. Weil ich will damit nichts zu tun haben. Ich finde das so ein bisschen beschämend, ehrlich gesagt. Ja. Weil würde niemals das irgendwie gutheißen, was die den neuen Kindern vermitteln. So, die denken ja irgendwann, Das Leben ist so. Wie das genau, aber das aussieht. ist es halt Nee, nicht. ist es Erstens mal ist das Leben nicht zusammenkommen, heiraten und das ist so. Man hat Hürden, man muss sich erstmal kennenlernen. Oder dieses Unanständige im TV. Ich war auch nicht immer das beste Vorbild, aber es gibt so gewisse Sachen, die sind so asozial, wo ich mir denke, Leute, wir sind Vorbilder irgendwo und Ja, also ich das mein, sind wir im TV aktuell gerade gar nicht. ja. Ja. Es gibt ja auch Leute, ich habe letztens etwas gesehen, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Leute erfahren etwas, also so Pärchen, auch so Social-Media-Pärchen, erfahren was, bevor das geklärt ist, wird das erstmal mit der Community geteilt. Ja, das finde ich auch schlimm und das gibt es nicht nur einmal, das gibt es tausende Male. Und ich denke mir Hab so, ich- Alter, klär das doch erstmal, vielleicht stimmt das doch gar nicht, wie du das jetzt wahrgenommen hast. Leute, ich muss euch was erzählen. Aber es geht auch schon nur darum, wo leben wir denn? Es ist so, das ist doch alles so fake. Also wirklich, Leute, Ja. Insta ist so fake. Ich kann es euch sagen. Es ist fake. Ui, weil ich zeige ja nur, was ich zeigen will. Ich würde ja niemals das zeigen, was du vielleicht sehen willst, was interessant ist, sondern ich zeige dir nur meine beste Seite. Ich zeige dir nur das Schöne. Ja, genau. Oder ich würde ja niemals, wenn ich mit dir streite, sagen, warte kurz, wir streiten uns gerade. Ja, genau. So, das wird alles nicht gemacht Ja. und auch dieses, du gehst doch zu jemandem, also wenn ich mit dir in einer Beziehung bin oder auch unsere Freundschaft jetzt, wir haben eine Freundschaft, ich würde doch niemals, egal wenn ich hören würde, ey, Hakan hat was über dich gesagt, ich würde niemals ins Internet gehen und davon reden oder Ja, irgendwas genau. sagen, schon überhaupt, würde ich niemals tun. Ich bin auch so. Ja. Ich würde dich anrufen oder dir so, ich würde dich sofort anrufen, Ja, ey, ja. Hakan, hast du das echt gemacht oder was ist passiert, so reden, wir müssen reden. Ja, ja. Und ich würde nicht mal, wenn es gut ist, darüber im Internet reden, weil ich finde das so, ist eine Privatsache. Müssen die Leute wirklich wissen, warum wir streiten oder Ja, was meine voll. Unsicherheit ist? Ja. Nee, das ist so. Das war genau das, was wir vorhin besprochen haben, dass die Leute eine Rolle spielen, weißt du? Und ich habe letztens eine Folge aufgenommen, die Folge 60, und dort sage ich auch, Leute, die zu lang eine Rolle spielen, vergessen irgendwann, wer sie selber Ja, sind. genau, die Und glauben wenn, das auch. Und wenn du nicht mehr weißt, wer du selber bist, können andere dir erzählen, wer du sein sollst.
Ja, und dann bist du Dann es. sind sie einfach ein Produkt von ihrer Community, wo die vielleicht gar nicht so sind. Weißt du, mit der Community interagieren, klar, sicher, schön und gut, machst du ja auch. Ja, ja. Aber bis zu welchem Grad machst du das? Ja, Bist du oder dann wirklich noch du genau. oder nicht? Oder wie viel willst du wirklich privat, also wie viel willst du privat überhaupt, wie viel willst du den Leuten schenken von deinem Privaten? So. Ja, genau. Also ist das Geld alles das wert, so das Privatleben dann nicht mehr zu haben? Ich schütze mich lieber und verzichte auf Geld. Oder wie wir vorhin geredet haben, wenn ich krank bin oder es mir nicht gut geht, wie im letzten Jahr oder in den letzten 2 Jahren, ich mache sehr wenig Instagram. Ja, genau. Und da verzichte ich auch auf Geld, weil ich habe auch den Firmen gesagt, Leute, auch spontan, hey, ich kann nicht, es geht mir nicht gut. Und dann mache ich das nicht. Und dann gibt es halt die das trotzdem machen und einfach reinlachen. Keine Ahnung, das ist einfach zu fake. Und ich würde auch hoffen, dass viele darüber reden, damit die Kinder oder die Jugendlichen so ein bisschen Abstand davon nehmen, was alles echt ist. Dass die immer noch denken, so Leute, das ist immer noch halt, ja, ist immer noch Instagram. Weil viele vergessen das. Deswegen, glaube ich, gibt es diese Komplexe schon, wenn die Kinder mit 14 da in die Schule gehen, weil die einfach denken, man ist immer so hübsch und dieser Filter und ist nicht natürlich. Nein. Nein. Das ist ja krass, weil es gibt ja Menschen, die andere Influencer bei allem beobachten. Wie steht er am Morgen auf? Wie macht er sein Frühstück? Du gibst dein eigenes Leben auf, um irgendjemanden zu beobachten, wie er sein Leben lebt. Alter, ich bin auch auf Social Media, du auch. Ich verbringe auch Zeit drauf, ja. Aber irgendwann muss das scheiß Handy mal auf die Seite Muss legen unbedingt. und mal das Leben facen. Was mache ich eigentlich? Permanente Ablenkung. Ja. Weißt du? Ja, ist Permanente so. Ablenkung. Ist wirklich so. Und das Handy, wir kennen es ja gar nicht mehr ohne zu sein. Nee. Deswegen jedes Mal, wenn ich in eine Sendung gehe, ist das ein Entzug, aber der schönste Entzug. Ja, Weil das ohne kann- Handy hat man keine Sorgen. Man liest nichts, man bekommt nichts Böses mit, man hat Frieden. Frieden hat man sonst mit dem Handy nicht. Und vielleicht ist das wie eine Verschwörungstheorie, aber ich glaube, das ist auch gewollt so, weil die Leute, die abgelenkt sind, und Handy ist ja pure Ablenkung. Absolut. Weißt du, bist immer erreichbar. Ja, ja. Ich schreibe dir und du schreibst nicht zurück, Ja. obwohl der Haken blau Ja, ist, ja, wie ja. so ein digitaler Dolchstoß. Warte, ich schreibe dir zurück, wann ich möchte. Ja. Und diese permanente Ablenkung macht dich einfach dumm im Kopf. Ist so, ja. Und du stellst keine Fragen mehr und du wirst nicht unbequem. Also machst du einfach in diesem ganzen System mit, Ja. hältst die Klappe und die Reichen werden reicher Ja, und ist schön so. ist das Leben. Ja. Und dass man nicht auf einen, keine Ahnung, auf einen fruchtbaren Gedanken kommt, dass das gar nicht so ist wie im Fernsehen oder Ist auf so, Social Media, absolut, finde absolut. ich krass bisschen. Ja. Also so wow. Aber das ist, weil die Leute das alles glauben. Ich meine, ich sehe auch teilweise Stories, wo ich mir einfach so denke, also mein Leben ist so langweilig. Wenn ich das alles im Internet sehe, Leute, ich bin Rentnerin. Ja. Schön habe ich so ein Leben. So, aber ich bin aber jetzt auch dankbar, weil ich habe Frieden in meinem Leben. So diese Ruhe, die ich schon mir lange gewünscht habe. So einfach mal keinen Stress, keine Probleme. Aber die Leute leben davon und die denken, dass das geil ist. Aber das Problem ist ja, dass wir geben ja das diesen Leuten, weil wir das schauen. Wir finden das ja interessant. Und das ist unsere Gesellschaft. Ja, sicher. Wir lieben es, wenn es jemandem schlecht geht. Wir lieben es, wenn jemand sich trennt. Wir lieben es, wenn jemand zusammenkommt. Wir lieben es, wenn jemand ein Kind bekommt. Wir lieben es, wenn sie sich scheiden. Alles Gute und Negative, alles zugleich lieben wir. Ja, genau. Das passt nicht mehr. Nein. Alles Drama. Hauptsache, es geht nicht um mich. Hauptsache, Um jeden ich kann Preis. mich ablenken Ja. und es geht nicht um mich. Ja. Das ist schon krass. Und um jeden Preis. Ja, so, um das jeden ist Preis. einfach schon. Also ich bin ja ein bisschen in dieses in dieses Trash-TV reingekommen, durch Evi, durch sie. Und ich mochte es ja gar nicht. Also deine Shows habe ich geguckt, klar, weil ich einfach dich feiere. Aber wenn du einmal drinne bist, Ich weiß, es ist Alter, interessant. es zieht dich schon. Weil ich dachte mir so, ich als Mann, so dachte ich mir, ne, was soll ich mit Reality und so. Ja. Und dann sitzt du dort mit der Frau und dann guckt sie und dann, wenn die Folge fertig ist, du willst die nächste schauen, Genau, weil du das willst ist es ja, wissen, absolut, Also weißt, ich sag absolut. ja auch, ich rede zu den Leuten, aber ich rede auch zu mich. Ich erwische mich ja selber auch dabei. Ja. Aber ich finde mega viel Fake. Es gibt ein Pärchen nur, das ich mag oder okay finde. Du kennst sicher alle, aber... Nee, ich kenne... Aber es hat so ein paar, Kein soll ich das sagen? Ja. Wie heißt der? Der Le Problème. Tommy und Pauline. Oh ja. Die finde ich die sind zum Beispiel, finde ich,
Die sind cool, keine Ahnung. Ich gucke halt echt kein Trash. Okay, okay. Aber also Props an die Zeit, die finde ich irgendwie cool. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Weil Ja, die Beziehung kommt mir echt rüber. Es Ja. ist so, ja, ich nicht sage auch, so- nicht alles ist fake. Ja, nicht, genau. nicht jeder ist fake, aber vieles, alles, was groß werden will, ist meistens fake. Ja, genau. Alles, wo man sieht, dass man um jeden Preis in die Presse will, dass man alles bekannt gibt, sei es egal was. Das ist für mich dann der Punkt, wo ich sage, uff, ja. schwer. Das ist für mich schon. Und im Nachhinein muss ich aber auch sagen, ey, ihr macht das so schlau. Ne? Also das ist ja auch der Punkt, dann ich muss sagen, egal was ihr alles postet und wie ihr das macht, ihr macht es schlau. Also es steigert ja und die Kohle kommt rein. Genau. Deswegen, weil Genau. böse kann man auch nicht sein. Nein. Aber ob du dann wirklich so authentisch Genau, bist, ob man dann schlafen kann damit, das ist die andere ob man ins Frage. Bett gehen kann, weil man diese Shows abzieht oder extra alles übertreibt und so, ist das eine. Also ich könnte es nicht. Ich hasse es. Boah, nee, ich mag das gar nicht. Stell dir vor, oh nee. Nein, ich seh mich auch nein. nicht Ich da drin. bin das gar nicht. So, ich muss meine Shows machen und danach brauche ich erstmal so meinen Frieden. Ich mag es ja auch nicht, du weißt es auch, diese Aufmerksamkeit. So im TV, ja, aber im Privaten erlebst du mich so? Nein, gar nicht. Hä? Also wo ich dich Lieber. kenne, ich habe dich gesehen, erst mal im Schwimmbad. Im Schwimmbad habe ich dich gesehen, Letzi. Ah, ja. Dort warst du schon nicht irgendwie groß laut. Dann habe ich dich kennengelernt, unsere Freundschaft. Nein, eigentlich nie, nein. Oder? Nee, also man kann sogar sagen, es hat also ich sag mal so, es war nie da, aber es hat auch mit den Jahren immer abgebaut. Ja. So, obwohl Ja, es ja. nie da war, aber es ist immer wie Ja. weniger geworden. Ja. Heute, wenn wir rausgehen, du sagst, ey, können wir einfach zu Hause chillen, irgendwo, wo keine Leute sind, ich habe keinen Bock auf, weißt du, das, Ja. und das ist ja auch gut, weil du eigentlich deine Intimität warst oder, ja, man muss nicht, wie du sagst, man muss nicht alles so Genau, plakativ preisgeben. Ja, preisgeben ist so. und zeigen. Und ich mag es ja, wenn ich mal mit euch unterwegs bin, dann mag ich so, dass ich einfach ich sein kann, Ja. ohne jetzt, dass ich auch mal ein Alkoholglas in der Hand heben kann, Ja, ohne genau. dass die Zeitung am nächsten Morgen schreibt, Elena Miras schlechte Mutter, sie hat Alkohol getrunken. Eben, ja. So. Genau. Und deswegen mag ich das so, wenn wir irgendwo zu Hause sind oder in eine Bar gehen, wo wir wissen, nicht viele Leute sind da, wir kennen die wenigstens so, Ja, genau. damit ich einfach den Abend genießen kann, ohne dass ich weiß, so morgen steht in der Presse, wie scheiße ich als Mutter bin, nur weil ich auch mal Elena sein darf und Genau. auch mal feiern darf und auch mal trinken darf. Auch mal Mensch sein. Ja, darfst du genau, auch. einfach ich sein darf, weil die Leute haben immer noch ein Problem damit. Es gibt ganz viele, die immer noch denken so, okay, Mutter sein bedeutet, zu Hause zu sein und am besten nicht mal arbeiten, weil die verwechseln, meine Arbeit, wenn ich ins TV gehe, ist ja auch Arbeit. Ja, ja. Und die ist ja nur zweimal im Jahr oder einmal im Jahr. Also immer noch, ich bin mehr da für mein Kind als viele andere Frauen. Also warte. Die Leute hängen dich darauf auf, Mhm. dass du ins TV gehst, Und mein Kind alleine lasse. dass du eine schlechte Mutter bist. Ja. Also Alter, du gehst doch 2-mal, 3-mal im Jahr. blöd Maximal gesagt, gehe ich. Arbeiten. Genau. So, weißt Ja. du, länger weg. Mhm. Aber all die anderen Mütter gehen ja auch arbeiten. Und noch jeden Tag. Aber egal, dann bist du immer noch eine gute Mutter, weil du bist da. Und sorry, wenn ich das sage, wenn nicht, schneiden wir das raus, aber dein Kind ist ja bei deiner Mutter. Also, Ja, ja, bei meinen Eltern, genau. also besser geht's ja gar nicht. Ist so. Und der geht's ja auch blendend. Ich würde ja niemals gehen, wenn ich weiß, dass... Also die Leute, wo arbeiten gehen, geben ja ihr Kind an Fremde. Ja, an auch, genau. Hort, an Pflegefamilien. Und sorry, ich habe lange im Gefängnis gearbeitet. Ich habe Horror-Sachen miterlebt. Mit einem Kind, wo dann da war und dann hat sich der Typ an ihr vergriffen und so. Ja. Also es gibt das alles und dann hängt man einfach dicht darauf auf, so eine schlechte Mutter, wie kann sie nur. Ist es aber nicht auch ein bisschen so einfach, um Aufmerksamkeit zu haben für den Kommentar, die Likes zu bekommen? Boah, ich kann auch sein, aber es sind so viele, die dahinter stehen. Und ich weiß immer, wenn eine Sendung kommt, dann bin ich schon bereit. So, jetzt werde ich alles hören. Wie kannst du als Mutter überhaupt? Wie geht das? Also man stempelt immer noch heutzutage leider eine Mutter ab, dass eine Mutter nicht mehr ein Privatleben haben darf. Eine Mutter darf nicht gut aussehen, eine Mutter darf keine gute Figur haben. Die Leute wollen, glaube ich, dass eine Mutter immer noch diese alte Figur hat. Ja. Aber gleichzeitig wollen sie auch die neue Mutter. Ja. Aber man findet sich da noch nicht so. Warum soll eine Mutter nicht auch feiern gehen dürfen? Warum darf eine Mutter nicht sich nicht schön anziehen? Warum darf eine Mutter kein kurzes Kleid tragen? Warum darf eine Mutter vielleicht auch
private Sachen. Warum darf eine Mutter gar nichts mehr davon haben? So, ist das wirklich eine Aufgabe von der Mutter? Nur noch Kind, schlecht aussehen, sich gehen lassen, keinen Sex mehr haben. Gehört das alles zu einer Mutter? Also Das ist das Bild der Gesellschaft. ja. Also ich kann dir sagen, ich habe ja auch, abgesehen vom Gefängnis, lange in der Psychiatrie gearbeitet. Und die Leute, die dann nur noch Mutter waren, also irgendwann wirst du depressiv. Ja, Weil wird man. irgendwann, weil du warst, ich sag jetzt mal, 25 Jahre oder mehr warst du Elena. Jetzt wirst du Mutter. Du kannst auch nicht die letzten 25 Jahre einfach in den Müll werfen. Kann man auch nicht. Also die gesündesten Beziehungen oder die gesündesten, so wenn du Eltern wirst, ist, sage ich immer, du musst die Rolle als Mutter einnehmen. Absolut. Dann musst du aber die Rolle als Partnerin einnehmen. So, also auch das da noch, Romantische, genau. so, das darf nicht fehlen, das ist etwas anderes. Das Also ist auch blöd sehr wichtig, gesagt, ja. wir gehen raus als Paar und Ja. dann sind wir Paar oder wir gehen raus als Eltern. Das Genau. muss man Ja, differenzieren. genau, absolut. Und dann gibt es immer noch Elena als eigenständige Person. Ja. Und die geht nicht flöten, wenn sie jetzt Mutter geworden ist. Und die muss auch leben, aber das ist ja, viele lassen das gehen. Also ich glaube, viele Frauen, würde ich sagen, dass schon drauf verzichten. Ja, sehe ich auch. Oder so. auch, ich glaube auch viele Frauen haben diese Möglichkeit auch nicht. Das darf man auch nicht vergessen, weil alleinerziehende Mütter, ich kann nur von Müttern reden, haben nicht so viel Hilfe, wie wir denken. So eine Mutter, die keine Unterstützung hat, die wirklich allein ist, die hat keine andere Möglichkeit, als auf sein Leben verzichten. Und ich glaube, das geht oft vergessen. Also kann man es auch sagen, wenn jetzt deine Eltern eigentlich nicht da wären, hättest du vorgeschissen. Ja, also So, dann ne? hätte ich schon jemanden geholt, glaube ich, aus meiner Verwandtschaft oder einfach jemanden, den ich sehr vertraue, die mir hilft dann, dass ich auch mal am Wochenende was machen kann. Ich glaube schon, dass das sehr wichtig ist, weil ich habe eine Massiv. Zeit lang, also wenn ein Kind auf die Welt kommt, die ersten 10 Monate war ich auch nur Mutter. Aber das braucht auch eine Frau so. Das ist dann die Zeit, wo man einfach nur mit dem Kind sein will. Bei gewissen Frauen ist das vielleicht weniger, bei gewissen Frauen ein bisschen länger. Bei mir waren es so die ersten 10 Monate, bis ich ins TV gezwungen worden bin, war ich nur mit der Elene. Und danach, nach dem TV, habe ich schon bemerkt, so Elena, du musst noch ein bisschen auch für dich leben. Ja. Und dann habe ich das zwar auch nicht oft gemacht, sie war auch sehr klein. Und ich habe jetzt richtig angefangen, auch auf mich zu achten, vor ungefähr so 1, 2 Jahren, seit Elene so ein bisschen älter ist. Wo ich sagen kann, so ich bin jetzt immer noch auf der Findphase, wo ist die Elena jetzt? Ja. So, wer bin ich jetzt? Ja, genau. Ich bin ja nicht mehr die gleiche wie damals. Nee. Aber ich bin immer noch ich und ich will das auch. Ich will auch meine Zeit genießen, wenn ich mal in einer Show bin oder einfach mal Urlaub mit meinen Leuten habe, dass ich dann nur ich sein kann und nicht noch diese Mutterrolle oder immer, die werde ich zwar immer sein, aber einfach mal abgeben kann und einfach mal nur ich sein kann. Boah, macht das dich nicht mega paranoid, wenn du dann draußen bist, blöd gesagt, und jetzt stoßt jemand an, keine Ahnung, hast einen Prosecco in der Hand und dann musst du dich immer so fragen, könnte wieder irgendjemand da sein, der nachher Shitstorm auslöst Ja, und meine natürlich. Tochter und mich in den Dreck zieht? Ja, immer wenn ich rausgehe, habe ich so ein bisschen meine Augen offen und gucke schon, wenn ich mal was trinke, dass man das nicht sieht, weil ich weiß, wie böse die Menschen sind. Ja. Aber ansonsten, man merkt schon, wie die Leute gucken. Und nach einer Sendung ist sowieso dann, wird meistens geguckt und so, ist das sie, weil man neugierig ist. Ja. Aber es gibt auch die guten Seiten. Ich meine, es gibt auch, von dem ganzen Schlechten zieht man auch ganz viele gute Sachen raus. Ich habe so viele Leute auf Instagram, die mir so schöne Sachen immer wieder schreiben, die hinter mir stehen. Man sieht ja auch ganz krass die Community. Ja. Ich habe eine große Community, Mega. seit Love Island, auch eine stabile, wo ich mir sage, wow. Weil ich gucke mich an und denke so, Elena, wer bist du überhaupt? So, warum haben die Leute Interesse an dir? So, das denke ich mir von mir selber so. Und deswegen ist es dann schön so zu sehen, okay, es gibt so viele davon. Ja. Und das ist auch mega schön. Das ist dann die Seite, wo ich mir so denke, ich würde am liebsten alle umarmen und so einen Kuss geben. Ja, das hilft aber sicher auch, wenn nachher die schlechten Tage kommen, dass du auch weißt, eben, es gibt auch die Kehrseite der Medaille, und zwar die Leute, die dich auch supporten. Genau, und die absolut. Oder es gibt doch immer so, also eben, der Podcast ist ja ganz klein, aber ich habe auch so eine Handvoll Leute, und wer jemand sagt etwas Schlechtes über mich, Ja, das- die attackieren die gerade. Genau. Und dann hast du so immer die gleichen Ja, Namen, ja, die du so siehst. genau. Und Und du schreibst auch teilweise mit denen. Ja. Und das ist so schön zu sehen, ja. Oder wenn die Leute halt einem schreiben, so, Elena, komm wieder ins TV, man vermisst dich. Ja. Ist halt schon so, man hört das gerne, weil Ja, man denkt sich sicher. so, okay, guck mal, die Leute haben dich im Kopf. Und als authentische Person ist ja auch schön.
Weißt, die das ist das rufen dich Gute. und Ja, du genau. weißt so, ey, die wollen wirklich mich Genau. und nicht, welche Rolle habe ich schon mal Genau. in Vogue gespielt, Und welche das ist Elena ja wollen die? absolut genau. Und das ist ja das Entspannte an mir. Immer bevor ich in die Sendung gehe, fragen mich die Leute, die Produktion, Elena, bist du vorbereitet? Und ich sage immer das Gleiche, nein. Weil ich gehe, guck mal, ich bin bald weg, das weiß man dann schon. Und ich werde mich jetzt nicht damit befassen, egal in welche Sendung ich gehe, erst wenn ich in diesen Flieger steige, dann beginne ich so, okay, jetzt geht's dann los, Elena. Aber ich befasse mich nicht damit, weil ich weiß sowieso, ich bin ja wie ich bin, so mir ist es scheißegal, komme was wolle, ich kann mich verteidigen. Deswegen ist das so entspannt für mich. Aber es ist schon so, deswegen, ich mache mir gar keine Gedanken bis an dem Tag, wo ich fliege, wo ich weiß, okay, jetzt geht's los für mich. So, dann befasse ich mich so, Elena, okay, jetzt fokussier dich, es geht bald los, stärke mich mental selber, aber ansonsten, nee. Und das ist, glaube ich, schon ein großer Vorteil. Ja, mega. Weil ich bin in jeder Sendung einfach so, ja. So wie du bist. Ja, die Leute fucken mich ab, deswegen raste ich Aber aus. ist ja auch geil. Und für die Leute, die sich gefragt haben, warum der Podcast am Anfang so holprig war, ich bin genau wie Elena. Ich bereite mich nicht vor. Ich denke mir so, ein Thema wird das nächste dann schon öffnen. Ist auch ein bisschen, also die den Podcast zum ersten Mal schauen, das ist auch der Sinn von diesem Podcast. Nicht irgendwie ein Interview zu führen, sondern wir gehen rein, ey, und keine Ahnung, heute reden wir über das Thema, aber wären wir vielleicht morgen gekommen, wäre vielleicht ein anderes Thema Absolut, gehabt. ja. So, weißt du, und das macht es ja auch so ein bisschen authentisch und greifbarer für die Leute hinter der Kamera. So. Deswegen reinhören. Ich habe aber mir ist jetzt trotzdem eine Frage im Kopf. Hat das Fernsehen oder allgemein jetzt dein Job, den du jetzt machst, deine Sichtweise auf die Welt, vielleicht aber auch auf die Menschen Ja. geändert? Boah, und wie? Echt? Und wie, ja. Also ich habe gesehen, wie ekelhaft Menschen sein können, wie böse das Internet ist. Ich habe erst jetzt so richtig bemerkt, so wie schlimm das ist, ne? Dass man die Kinder echt davor schützen muss. Jetzt nicht mal auf Kinderpornografie oder was auch immer, sondern mehr bezogen auf, die Menschen sind so böse, es wird so viel gehatet, so viel Hass verbreitet. Es kann dein Kind treffen und was machst du dann? Ja, Deswegen, genau. man muss so vorsichtig sein. Also ich glaube schon so, dass man mir das die Augen geöffnet hat, wie böse diese Welt sein kann. Aber auch wiederum habe ich diese schöne Seiten, wie schön es ist, dass Menschen dich nur vom TV kennen und dich so mögen. Ja. Es hat so beide Seiten. Aber ich würde schon sagen, das Negative überwippt auf jeden Schon, Fall. ne? Doch, ja. Weil es wird auch immer schlimmer. Ja. Also Love Island war so okay, Hate war ein bisschen, war nicht so schlimm. Sommerhaus war auch sehr, sehr schlimm für mich. Echt? Aber Big Brother hat alles getoppt. Big Brother, ne? Big Brother hat alles getoppt auf einem Niveau, also unfassbar. Die Leute, die kennen gar nichts, die haben keine Grenzen. Aber ich denke mir auch, wenn ich das lese, so, die meisten, wenn ich sie so sehen würde und würde sagen, ey komm, sag mir mal das mal ins Gesicht. Ja, ja. Nein, Dann nein. sagen die noch, oh, kannst du mir ein Foto machen mit mir? So, Ja, deswegen, ja. was willst du ernst nehmen von jemandem, der Jolene 15 heißt mit einem Hundebild? Ja, genau. Super starke Rambos im Internet. Oder auf TikTok User 9478. Genau, ja, ganz stark. Also an alle Internet-Rambos, ihr seid eigentlich gar nicht stark. Ich finde das so peinlich. Nein, das ist auch jetzt Also einfach nur peinlich. es ist einfach wirklich erschreckend, zu was für Mitteln man greift, zum Aufmerksamkeit erregen. Und eigentlich, und das sage ich euch alle, die hinter so einem Profil sind, ein Armutszeugnis, wirklich einfach ein verschwendetes Leben, das in euch existiert und ihr nichts Besseres wisst, als Leute schlecht zu reden, Leute schlecht zu machen, Hass zu verbreiten und wirklich ekelhaft Ja, zu werden. und ich frage mich immer auch so, wer nimmt sich die Zeit? Ja, genau. Ich habe ja nicht mal mehr Bock, also ich habe nicht mal Bock, jemand zu kommentieren, ey, wie hübsch du bist. Ich bin schon zu faul dafür. So, also soll ich jetzt noch Zeit haben, erstmal zu gucken oder okay, das und dann noch einen Kommentar zu verfassen? Nein. Deswegen, Leute, ich habe keine Zeit dafür oder es interessiert mich einfach absolut nicht, was rechts, links, vorn oder hinten von mir ist. So, ich habe mein Leben, ich habe genug mit mir und mit genau. meinem Leben, dass ich überhaupt Zeit habe, um jemanden zu beschimpfen oder keine Ahnung. Ich habe keine Zeit dafür. Und macht nur weiter, weil jeder Kommentar ist ein guter Kommentar. Auch wenn er schlecht ist. Stimmt. Indem ihr eigentlich probiert, also indem die probieren, ihren Hass und ihre Ja, Abneigung dir ist zu ja schon. zeigen, Ja.
Also du guckst das Video dann von Ellen oder wem auch immer eine Minute an, kommentierst das. All deine Kollegen haben nachher auf ihrer For You-Page auch das Video von der Elena. Ist gut. Also eigentlich hilfst du darum, mach einfach nur weiter. Mach einfach nur weiter. Ja, Hate wird es auch immer geben. Ja, ja. Davon leben wir ja auch. Aber ich würde immer sagen, man muss aufpassen, wie weit man geht, weil irgendwann trifft es eine Person, wo du eine Nachricht geschrieben hast, die labil ist. Und dann bist du auch schuld an einem Tod. Ja, ja, so, genau. weil es gab genug viele Fälle, wo genau das passiert ist. So viel Hate, so viel Hass kann leider zu Selbstmord führen. Weil, Ja. Also jetzt, ich rede nicht von mir, weil ich bin zu stabil dafür. Aber wenn du mal jemandem was schreibst, was nicht gut ist und dann macht sich diese Person was Ja. du hast auch mit. Also ich habe eben in der Psychiatrie sehr viel erlebt, und bin auch mega allergisch so gegen das Cybermobbing. Und du denkst, vielleicht ist es nur ein Kommentar, halt mit deinem 12-jährigen Gehirn, wenn du das schreibst. Aber Leute sind wirklich, sind schwer erkrankt, haben sich das Leben genommen und also auch Suizide, wo ich miterlebt habe. Und das ist schon krass. Und dann denkst du dir so, eigentlich nur, weil einige Leute sich nicht kontrolliert haben. Und meistens ist das aber auch, finde ich, weil ich habe das als Kind nie gemacht. Ich auch nicht. Weil Kinder sind eigentlich ein Produkt von den Eltern. Das heißt eigentlich, dass deine Eltern Hurensöhne sind. Eigentlich Ja. so Alles übersetzt. ich sage auch immer, alles, was von einem Kind kommt am Anfang, das sind die Eltern schuld. Das Kind lernt ja nur, was es sieht. Das Kind macht ja nur das, was es hört. Ja. Oder so lernt ein Kind mit Ja. Schauen. Und die Genau. Vorbilder sind wir. Kennst du die Ritterfamilie? Nee. Ritterfamilien sind so in Deutschland so, also sind bekannt so voll die Asi-Familie. Ach so. Machen so den Hitlergruß aus dem Dings und so. Und du siehst Fünfjährige, dann interviewen die den Fünfjährigen und sagen so, ja, was hältst du denn von Ausländern? Der scheiß Kanaken und so. Wieso denn? Ja, die nehmen uns den Job weg und so. das Woher kommt soll von zu ein Hause. fünfjähriges Kind wissen, erstens, was ein Kanak ist, und er weiß gar nicht, was es ist. Ja, was ist Ja. denn ein Ausländer? Ja, keine Ahnung. Ja, Aber das wenn ist ich von ihn zu sehe, dann Hause. schlage ich ihn kaputt. Oh Gott. Und dann denkst du dir, weißt du, eben so, wie du sagst, ein Kind ist ein leeres Gefäß. Ja. Und wenn du als Eltern mit dieser Mentalität das weitergibst, also, Ist so, ist absolut so. das Ich meine, erwartet man. und alles, was ein Kind widerspiegelt, das sind wir. Also ist einfach so, muss ich auch lernen. Ich habe auch Eileen erwischt, Sachen zu sagen, wo ich mir dachte, oh mein Gott, sie hat echt zugehört. Man muss sich so kontrollieren Ja, und natürlich. so gucken, um ein Vorbild zu sein. Ja, aber das Problem ist, unsere Gesellschaft mag ja nur noch das Asoziale und umso asozialer, umso ekliger, umso geiler ist es. Ja, Hauptsache Wirkung erzeugen. Genau, einfach Ja. einfach nur Einfach das. Wirkung Ja. erzeugen. Also würdest du jetzt wieder sagen, mit 2000 irgendwann zurückgehen, dort wo du das erste Mal ins Fernsehen gegangen bist? Boah, ja, ich würde schon. Würdest du Weil es? ich würde wieder Ja? zurück. Weil ich finde schon, dass es mir im Leben viel gebracht hat und es hat mir viel gezeigt. Es hat natürlich auch viele Schattenseiten, Seiten, ja. Aber das Große und Ganze, so Eileen, Ja, ich würde nie natürlich. wieder zurückgehen. Also ich würde das schon nochmal machen. Okay. Vielleicht so bei gewissen Sachen wäre ich ein bisschen schlauer. Ja. Hätte ich ein bisschen gerne den Kopf von anderen Leuten. Aber meine Emotionen sprudeln ab und zu raus, dann kann ich nicht anders. Aber ich würde alles gleich machen, doch. Ich glaube, man sollte nichts bereuen, weil genau davon lernt man ja. Ja. So, ich habe so viele Sachen gelernt und würde ich das bereuen, ist ein Fehler. Ich meine, man lernt nur, wenn man etwas falsch macht. So lernen auch die Kinder. Ja, und das war ja auch deine Entscheidung, oder? Das ist ja Absolut, so. absolut, ja. Und dann Ich das dachte sowieso, ich gehe da rein, komm, geh raus, geh wieder arbeiten. Aber was war so der Dings? Was war so der Gedanke? Weil ich weiß noch, also ich kann mich jetzt nicht so... Ey, ich wir kann waren das da nicht- in der Couch, ich sag jetzt den Namen nicht da, Ja, ich weiß. mit der Freundin und dann kam diese Werbung. Auf, also. Ja. Und dann kam diese Werbung im TV und dann stand da, bewirb dich jetzt. Ey, und wir so, komm, ich mach einfach. So als Spaß. Dann haben wir das geschickt und das war so lustig, weil die wollten mich sofort da haben. Komm, sofort am nächsten Tag, mich angerufen und dann ging das alles so schnell. Ich war selber überrascht von dem Werdegang. Ja. Aber meistens, wenn man das halt nicht so will, das war ja als Spaß, ich wollte doch gar nicht berühmt werden. Will ich ja heute auch nicht. Also mir ist es so egal, wenn mich die Leute nicht kennen. So, es macht mir nichts aus. So, ich mag ja diesen Moment, wo ich da bin, nicht das, was ich mitnehme. Ja, und also der Hauptgrund war ja auch nicht, ich möchte berühmt werden, dass die Leute mich erkennen. Es ist ja auch so eher,
ey, das kann mir etwas finanzieren, dass ich nachher Ja, nicht mal da, nee, nicht mal das. Nicht mal das. Ey, ich habe ja da 1500 bekommen. 1500 bei Love Love Island. Island. Ja, das war mir, ich sag an, das war nur Spaß. Just for fun. Ohne Hintergedanken, was sein könnte, was wird. Und so ist alles passiert. Erst danach, so ab der zweiten Sendung, dritten, da beginnst du zu denken, okay, wenn ich das mache, kann ich da, danach ist das wertvoll dafür. Genau. Jetzt denke ich so, aber da anfangs war das alles Spaß. Ich wusste gar nicht, was TV ist. Ich wusste nicht mal, was Reality TV bedeutet. Ich war so, ja. Aber es macht Sinn, weil wo du es gesagt hast, alle waren so, hä? Ja, Woher deswegen. jetzt auf einmal? So hätten wir gar nicht gedacht. Ja, ich auch nicht. Einfach so ein Hirnfurz gemacht. Genau. Und währenddem du so den Weg gelaufen bist, eigentlich so der Gedanke gekommen, ey, ich könnte das eigentlich zu Business machen. Genau, das Jetzt kam dann irgendwann so. bist du eigentlich so zu einer Businessfrau geworden, von einem lustigen Gedanken auf der Couch, 10 Uhr am Abend. Ja, echt so, einfach da. Krass. Krass. Und es geht weiter. Es geht weiter. Jetzt geht's richtig weiter. Ich weiß nicht, was ich sagen darf, was ich sagen soll. Ich habe Insider-Infos. Auf das. Jetzt redet mir. Ich glaube, Steiner kann mir locker 2 von. Schon, gell? Ja. Super gewesen. Ja, mega. Oh, mein Vater. Ich würde sagen, Ist gut. oder? Ja, und dann können wir ja filmen, wenn ich zurück bin von der Sendung. Ja, genau. Weil das Gute ist, wir könnten dann Fake-Love vielleicht ein bisschen mitnehmen. Ja, voll. Weißt du, was ich meine? Voll. Also eben, wenn du Bock hast, du kannst jederzeit kommen. Und wir können auch eben, wir können mehrere Folgen machen. Ja, ja. Nein, aber jetzt haben wir gut geredet. Ich glaube, auch eine gute Sache. Mega, Gell? mega, Check. mega. Musik aus. Das war mal ein kleiner Exkurs in die Gespräche, die wir so führen, wie wir sie führen. Ganz anständig und lieb, wie wir immer sind. Null Aggression, nur Positivity. Niemals. Ja, Elena ist wahrscheinlich nicht das erste und letzte Mal da. Darum wollen wir nicht das ganze Spannende schon in der ersten Folge rausdroppen. Ich würde sagen, wir sagen Tschüss. Ich sage immer, lernen wir voneinander, lachen wir miteinander. Willst du das auf Hochdeutsch sagen? Oh, das klingt nicht so schön. Lernen wir voneinander, lachen wir miteinander. Genau, und wir wünschen euch eine gute Zeit. Ciao zusammen.